grüß dich zurück zu Mass Effect 3 auf irgendeiner Datensuche hier auf Eden Prime. Wir müssen einen Proteaner erwecken, aufstehen lassen, aus dem Sarg befreien, wie du das auch immer nennen möchtest. Was ist hier entlang? Wegen dem Quatsch bist du jetzt hier raufgelaufen. Die übrigen Datenkapseln finden. Warte ein bisschen. Jetzt sag auch nicht, dass man hier rauf kann. Nö, ausgeschaut hätte es so. Na lässig. Lässig war das jetzt erst da. Gut. Mutzi, Wutzi. Okay, Shepard, du strauchender Stritzel. Widerstandsinformationsupdate. Wir haben eine Nachricht von unserer Quelle in der Widerstandsbewegung von Eden Prime erhalten. Morgen Abend zwischen 2200 und 2300 wird es einen Angriff auf unser Sicherheitszentrum geben. Sie ziehen dazu Kräfte aus der ganzen Kolonie zusammen, eine perfekte Gelegenheit für uns, ihre Führungsebene auszulöschen. Sobald der Angriff zurückgeschlagen ist, lassen sie Dr. William Zambiata, keine Ahnung, entkommen und feuern sie ein paar Schüsse knapp daneben. Damit es realistisch aussieht. Er hat uns gute Informationen gegeben und mit etwas Glück sehen die Bewohner ihm in einen tollkühnen Helden, weil er als einziger der Serverausfalle entkommen ist. Vielleicht ernennen sie ihn sogar zum Anführer. Perfekt. Mit diesen Informationen hat die Widerstandsbewegung von Eden Prime eine echte Chance, Cerberus von ihrer Kolonie zu vertreiben. Naja, warum auch nicht? Ja, Entschuldigung, dass ich hier und da immer wieder mal stehen bleib. Ich habe immer wieder Angst, das haben wir in den ersten beiden Teilen ja des Öfteren gehabt, dass plötzlich die Audiospur abgeschnitten ist. Oh je. Irgendwas. Warte ein bisschen. Ich möchte das ausprobieren. Ich habe keine gescheite Waffe. Müssen wir ändern demnächst. Aha. Wenn ich gemein wäre, würde ich sagen, bloß nicht den Kopf verlieren. Find a new home, Sanctuary. Okay. Hier habt ihr die Bestätigung. Preston Garvey war hier. Da war was. Also ich kann nur eine Kraft nehmen. Oh oh. Arschloch. So, das ist meine Drohne. Mein Kampfgeschütz. Panzerbrechend. Mit dir los, Alter? Wir sind hier nicht in
wie heißt der Film? Wir sind hier nicht in der nackten Kanone. Da oben ist noch einer, oder? Au! Ja, bloß nicht den Kopf verlieren. Alter, sind meine Waffen Rotz. Und die hier erst, die ist ja noch rotziger. Naja. Mensch, Edi, erschreck mich nicht nochmals so. Alter, ich glaube, ich habe meine Waffe gefunden. Da, die Laboraufnahmen der Proteaner. Cerberus studiert sie, um das Signal zur Deaktivierung der Stase zu finden. Ja, dann lassen wir das Ganze, ja, für unsere Seite gut enden. Irgendwie. Aha. Aha. Ich kann mich ja ans Dreiviertelte gar nicht mehr erinnern. Ja, wir schauen hier nochmal durch, ob wir hier bloß nichts übersehen. Danke. Hier sind die übrigen Kapseldaten. Immer diese Daten. Ich hätte nie gedacht, dass unser Reich fällt. Wird es nicht. Wir schlafen, bis die Reaper in den Orkusnebel zurückkehren. Dann erheben wir uns millionenstark. Für das Reich. Für das Reich. Ab in ihre Stase-Kapsel. Victory, schicken Sie das Stase-Bereitschaftssignal an alle Lebenskapseln. Und die Flüchtlinge, die den Bunker noch nicht erreicht haben? Ihr Opfer wird vom nächsten Reich gewürdigt werden. Haben Sie das auch verstanden? Ja. Ich habe das Signal, mit dem die Proteaner den Stase-Modus aktiviert haben. Ausgezeichnet. Dann haben wir alles, um die Kapsel zu öffnen. Richtig. Dann werden wir das auch machen, meine Damen. Ihre Verstärkung ist da. Toll. Da lache ich mir doch glatt die Schuhsohle runter von meiner Haubitze. Bitteschön. Ja, das war voll für den Hugo. Oh, die macht gut Schaden. Oh, RB. Wieso blockiert? Ach so, muss ich so machen. Sorry, habe ich wieder vergessen. Alter. Irgendwo hat so ein A-Loch.
Boah. Ich meine, Liara. Wo ist sie denn überhaupt? Ah, hier. Im Gegenzug zu Teil 2 ist dieser hier aber etwas brutaler. Brutalo Cravallo. Da drüben ist die Kapsel. Ah ja, da kommen sicher noch ein, zwei Wellen. Waren wir hier überhaupt drinnen? Oh je. Boah! Du heilige Klöte. Briefschlitz. Kurz einen Blick. Wir müssen mal was anderes probieren. Hier. Au. Ich habe keine Munition mehr für dich. Ach, schade. Ich muss Waffen wechseln oder neue kaufen oder sonstiges. Wie du siehst, ich tausche nur. Als ist sie wieder blockiert. Ich halte das nicht aus mit den zwei Dirndln. Jetzt ist Edi schon wieder weg. Ja, jetzt musst du ein bisschen warten. 2 Minuten. Ich habe selber gerade einige Probleme. Es gibt aber eine Mission, da müssen wir hin. Und zwar geht es da um das erweiterte Medikit. Habe ich nicht noch irgendwas Intelligentes auf Lager? Überlastung. Hoppala. Da ist noch einer. Boah, Shepard, du bist ja wirklich... Du bist ja wirklich ein Tausendsasser. Okay. Alles nachladen, hätte ich gesagt. Toll, Mädchen. Ein Medikit haben wir noch. Das habt ihr wieder Sie haben die gut. Brücke eingezogen. Wir müssen die Steuerung finden. Keine Zeit. Suchen wir einen anderen Weg rüber. Einen anderen Weg finden, natürlich. Wenn der eine nicht geht, wird der zweite nicht weit weg sein, hätte ich gesagt. Dann gehen wir mal hier entlang.
Alter, diese Laufanimation von Shepard, ich finde die heute noch so geil. Also diese Mischung aus Dahingestampfe und Dahingetrampel. Gut, ja, wir müssen noch einen anderen Weg finden. Was war hier drin? Oh. Sie wurden niedergeschossen, während sie sich bei ein paar Drinks das Spiel angeschaut haben. Das ist keine militärische Einrichtung, sondern das Zuhause von jemandem. Verluste bei der Zivilbevölkerung sind Cerberus anscheinend gleichgültig. So kann man es natürlich auch formulieren, Edi. Wo ist diese schöne Kapsel? Ich glaube, wir müssen hier entlang. Nö, hier waren wir ja schon. Hat ein bisschen. Schnell raus hier aus diesem... Aus diesem irgendwas. Mal schauen, irgendwo muss es doch einen Weg nach unten geben. Was war hier? Ah, hier ist eine Leiter, schau. Ich übermittle das Signal. Perfekt. Es wird ein bisschen dauern, bis die Lebenskapsel es verarbeitet hat. Cerberus schickt schwere Truppen her. Wir müssen diese Stellung halten. Ja, wer so viel wiegt, hat Übergewicht. Ja. Kurz noch einen Blick. Aha. Die Jungs sind wieder hier. Meinst, machen wir den Briefschlitz voll? Danke. Da kommen sie! Ja, ich bin schon unterwegs. Ach du meine Güte. Oh, dieses Wellen abarbeiten. Naja. An das mit den Köpfen könnte ich mich glatt gewöhnen. Einmal. Die Musik ist geil. Alter, diese Trotteln hier, diese Cerberus-Scheißer, die sind noch dümmer als die Gegner in 4.2. Hätten wir kurz Zeit, um Luft zu holen. Oder um Vorbereitungen für die nächste Welle zu treffen. Liara? Hat die Lebenskapsel den Stase-Modus beendet? Es sollte nicht mehr lange dauern. Wir sollten uns überlegen, wie wir den Feind am Vorankommen hindern können. Ich kann die Feinde mit einer Singularität blockieren. Dann mach das. Wieso?
Dann mach du das, Mädchen. Überlastung, Verbrennung, Täuschkörper. So. Schwerer Mech im Anmarsch. Ach du. Mit was soll ich den aufhalten? Das ist mir noch ein Rätsel. Edi, das war keine gute Idee. Oder war es die Liara? Nö, Edi. Und ich habe in den letzten beiden, oder ich habe im zweiten Teil zum Beispiel diese Mechaniken nie genutzt eigentlich. Na, geh ein. Vollidiot. Danke. Habe ich jetzt irgend... Mann, diese Liara. So gern ich sie hab. Ehrlich. Warp. Okay. Mach du das. Ah, habe ich noch meine... Ja, drei Schuss habe ich hier noch. Nicht mehr viel. Ah, jetzt haben wir wieder so einen Geschützturm. Da war ja noch einer, oder habe ich mich da verschaut? Ah! Was war... Ah, das war die... Ja. Hier rüber, Shepard, danke. Geschafft. Sie können die Lebenskapsel jetzt öffnen. Jetzt bin ich mal gespannt. Sie haben es geschafft. Göttin. Er braucht vielleicht eine Weile, um sein Bewusstsein wiederzuerlangen. Vorsichtig, er ist verwirrt. Nicht vergessen, für uns sind es 50.000 Jahre, aber für ihn sind es nur... Ein paar Minuten. Negativ. Berechnungen zufolge wird der Bunker überrannt. Kapseln online. Diese Soldaten leben noch. Ihr Opfer wird vom nächsten Reich gewürdigt werden. Zur Lebenskapsel. Die Neutronenreinigung säubert die Anlage.
Der Bunker ist sicher, Commander Jarvik. Was davon übrig ist. Ein paar hundert Leute. Wie soll ich daraus ein Reich wieder aufbauen? Weitere Änderungen sind erforderlich. Die Neutronenreinigung hat die Anlage beschädigt. Soll heißen? Sensoren außer Betrieb. Automatische Reaktivierung keine Option. Sie bleiben in Stase, bis eine neue Kultur diesen Bunker findet. Möglicherweise reicht die Energie nicht. Keine Kapseln mehr abschalten! Ich brauche alle, die übrig sind! Auf Energiebedarf wird angemessen reagiert werden. Sie werden die Stimme unseres Volkes sein. Ich werde mehr sein als das. Wie viele andere? Nur Sie. Verstehen Sie mich? Ja. Ich habe Ihre Physiologie und Ihr Nervensystem gelesen und kann Ihre Sprache verstehen. Sie haben mich gelesen, während ich Zeugin war. Unsere letzten Momente. Unser Scheitern. Ihr Volk hat sein Möglichstes getan. Es hat nie aufgegeben. Und diese Entschlossenheit könnte ich jetzt brauchen. Shepard, Sie haben gerade das Interesse von Cerberus geweckt. Asari. Mensch. Synthetisch. Das ist kein guter Anfang. Hier ist es nicht sicher. Kommen Sie mit uns? Bekämpfen Sie die Reaper? Ja. Dann bin ich gespannt. Ein lebender Proteaner? Korrekt, Admiral. Aber er ist nicht so, wie wir erwartet hatten. Commander, unsere Wissenschaftler begreifen kaum, was sie überhaupt tun müssen. Wenn der Proteaner beim Bau des Geräts helfen kann, brauchen wir seine Kooperation. Verstanden, Admiral. Wir verlieren immer mehr Kolonien. So etwas wie die Reaper-Streitmacht haben wir noch nie gesehen. Er schon, Admiral. Kann er uns helfen? Das werde ich herausfinden. Gut, Cerberus hat uns eine neue Waffe gegeben, die wir nutzen müssen. Hackett, Ende. Shepard, ich brauche Sie im Backbord-Frachtraum. Es geht um unseren neuen Gast. Bin unterwegs. Was ist das Problem? Shepard, ich wollte den Raum freundlicher gestalten, aber Sie lassen mich nicht zu ihm rein. Verzeihung, Doktor. Kontaktprotokoll bei neuer Spezies. Von Feindseligkeit ist auszugehen. Die Vorschriften waren ganz schön verstaubt. Aber er ist nicht neu. Ich studiere die Proteaner schon mein ganzes Leben. Rühren. Ich glaube nicht, dass unser Gast ein Problem darstellt. Oder? Das kommt auf Sie an. Ich spüre Angst in Ihnen. Furcht und Zweifel. Die Reaper gewinnen. Was meinen Sie mit spüren? Das Leben hinterlässt Spuren, die man lesen kann. In ihren Zellen, ihrer DNA. Erfahrung ist ein biologischer Marker. Was genau habe ich dann auf Eden Prime erlebt? Das war ein Wahnsinns-Flashback. Die Schlacht hat bei mir etwas hinterlassen, das ich auf Sie übertragen habe. Es funktioniert in beide Richtungen. Wie Ihre Sender? Ja. Die... Fanden Sie einen. Sie sahen alles. Unsere Vernichtung. Unsere Warnungen. Warum haben Sie sich danach nicht auf die Reaper vorbereitet, Mensch? Es heißt Commander. Und Ihre Warnungen waren unverständlich. Der Sender hätte mich fast getötet. Dann kommuniziert dieser Zyklus noch primitiv.
Wir haben zusammengesetzt, was ging. Und damit vor 3 Jahren eine Reaper-Invasion gestoppt. Dann wurde die Auslöschung verzögert? Jetzt haben wir Ihre Pläne für den Teagle. Er ist bereits im Bau. Teagle? Die Waffe, an der Ihr Volk gearbeitet hat. Ich hatte gehofft, Sie sagen uns, wie man sie fertigstellt. Wir haben sie nicht fertiggestellt. Es war zu spät. Dann wissen Sie wohl auch nichts über den Katalysator. Nein. Ich war Soldat, kein Wissenschaftler. Ich beherrschte nur das Töten. Was war Ihre Mission? In meinem Volk gab es Avatare vieler Tugenden. Mut, Stärke, Klugheit. Ein Exemplar für jede davon. Wofür stehen Sie? Ich bin die Rache. Ich bin der Zorn eines toten Volkes. Ich verlange Blut für das Blut, das wir verloren haben. Erst wenn der letzte Reaper vernichtet ist, habe ich meine Aufgabe erfüllt. Ich habe keinen anderen Lebenssinn. Wer für mich ist, wird zum Verbündeten. Alle anderen werden zu Opfern. Einverstanden, Commander? Sie haben Verbündete gefunden. Ziel dieses Schiffes ist die völlige Auslöschung der Reaper. Aber wie weit werden sie gehen, um dieses Ziel zu erreichen? Ich glaube Ihnen nicht, Commander. Lügen sind biologische Marker. Sie zweifeln an Ihren Worten. Wir haben das bei der Ausgrabungsstätte gefunden. Gehört es Ihnen? Ein Gedächtnistotem. Kann es uns bei dem Teagle helfen? Nein, es enthält nur Leid. Aber ich kämpfe mit ihnen. Und das Letzte, was die Reaper vor ihrem Tod hören, wird die letzte Stimme der Proteaner sein, die sie ins Grab schickt. Ich würde gern noch einige Fragen stellen, wenn ich darf. Jetzt geht's los. Ich habe über 1 Dutzend Artikel über Ihre Spezies in mehreren Fachzeitschriften veröffentlicht. Amüsant. Die Asari können endlich schreiben. Wie bitte? Schon gut. Was möchten Sie wissen? Der Gag war gut. Wir kennen keine andere Spezies mit ihren sensorischen Fähigkeiten. Erfahrung durch Berührung weiterzugeben, war bei uns ganz normal. Die Chemie des Lebens. Komplexe Ideen konnten in Sekunden mitgeteilt werden. Das klingt ziemlich praktisch. Wir waren Jäger. Die detaillierte Wahrnehmung unserer Umgebung war überlebenswichtig. Langsam beginne ich die Sender etwas besser zu verstehen. Später haben wir die Technologie entwickelt, Informationen durch Berührung in bestimmten Objekten zu speichern. Das Gedächtnis hat einen eigenen Biomarker, genau wie Wissen und Fähigkeiten. Die Sender konnten sich das alles merken. Dinge wie die Reaper-Invasion. Ja, ich spüre noch ihre Verwirrung, als sie Zeugin der Vernichtung unseres Reichs wurden. Ihr Sein hat sich an diesem Tag für immer verändert. Können Sie etwas aus diesem Raum herauslesen? Ich spüre Flüssigkeit, eine Art Inkubation. Die DNA eines Kroganers, der hier wohnte. Er war stark, gewalttätig. Ich bin beeindruckt. Sein Name war Grunt. Wäre er mein Feind, würde ich einen großen Bogen um ihn machen. In seinen Genen liegt große Stärke. Ja, der Grunt.
Liara würde es mir nie verzeihen, wenn ich sie nicht fragen würde. Wie war die Zivilisation der Proteaner? Ja, ich habe mich immer gefragt, was für eine Regierungsform sie hatten. Wie sah ihre Religion aus? Oder vielleicht... Wir sind tot. Welche Rolle spielt das noch? Es tut mir leid. Das Studium ihrer Geschichte hat mich mein Leben lang begleitet. Bei meiner Geburt lag unser Reich bereits im Krieg mit den Reapern. Meine erste Erinnerung ist mein Planet, wie er in Flammen stand. Wie war ihre Zivilisation vor dem Angriff der Reaper? Wir waren die dominante Spezies unseres Zyklus. Wir beherrschten die Galaxie. Meine Studien haben ergeben, dass Sie damals die einzige raumfahrende Spezies waren. Das kam mir immer seltsam vor. Wir waren ein Reich mit vielen Untertanen, die sich alle irgendwann selbst Proteaner nannten. Und wenn sie das nicht wollten? Sie hatten keine Wahl. Heißt das, sie haben die anderen Spezies versklavt? Jeder konnte sich gegen uns stellen und hätte im Siegesfall geherrscht. Viele haben das versucht, alle erfolglos. Ich wusste nicht, dass Proteaner so hart waren. Es musste sein. Wir stießen früh auf die Gefahren von Maschinenintelligenz. Sie hat gegen uns aufbegehrt. Das Problem hatten wir auch. Bei uns heißen sie Geth. Die Maschinen durften uns nicht überflügeln. Der einzig gangbare Weg schien uns, alles organische Leben in unser Reich einzugliedern. Hat es funktioniert? Eine Zeit lang. Der Metacon-Krieg. Wir waren im Vorteil. Dann kamen die Reaper. Und wir begriffen, dass die Maschinen uns längst überflügelt hatten. Nur ganz anders als erwartet. Auf Eden Prime sah es aus, als gäbe es weitere Stase-Kapseln. Was ist geschehen? Das Reich war gefallen. Unser Zyklus verloren. Wir waren die letzten Frontkämpfer, die besten noch lebenden Soldaten. Es hätten also mehr von ihnen diesen Zyklus erleben sollen? Ja. Unter meiner Führung hätte sich ein neues Proteanerreich erhoben. Wir hätten die Völker ihrer Zeit beherrscht und sie auf die nächste Reaper-Invasion vorbereitet. Aber Verräter in unseren Reihen, indoktrinierte Agenten, haben den Reapern unseren Plan mitgeteilt. Nur so aus Neugier. Wie hätten sie uns beherrscht? Wir hätten ihnen keine Wahl gelassen, als sich uns anzuschließen oder die Reaper allein zu bekämpfen. Wir haben zahlreiche proteanische Ruinen gefunden. Haben sie unsere Vorfahren überwacht? Wir haben vor dem Krieg Spezies mit Potenzial kultiviert und sie hätten irgendwann die Chance bekommen, sich dem Reich anzuschließen. Aber als die Reaper angriffen, haben wir damit aufgehört, in der Hoffnung, sie wären noch zu primitiv, um geerntet zu werden. Nun, dann danke, glaube ich. Was können Sie uns über Ihren Krieg gegen die Reaper sagen? Viele Details gingen verloren. Der Konflikt dauerte Jahrhunderte. Die zu Beginn gegen die Reaper gekämpft hatten, waren bei meiner Geburt längst tot. Aber es gab Gedächtnisscherben, die von Soldat zu Soldat weitergegeben wurden und uns Fragmente der Ereignisse zeigten. Vor einigen Jahren fanden wir auf dem Planeten Ilos eine Proteaner-VI, die sich Vigil nannte, der Verwalter eines Forschungsprojekts. Zu meiner Zeit war Ilos nur ein Gerücht. Es hieß, wir hätten Städte dort, errichtet auf den Ruinen einer alten Zivilisation, der Inusana. Falls wir dort wirklich eine Forschungsanlage hatten, war ihr Projekt streng geheim. Ja, Vigil sagte, sie hätten sich aus sämtlichen Aufzeichnungen gelöscht, damit die Reaper sie nicht finden konnten. Und dann gingen die Wissenschaftler in Kryostase. Es gibt noch mehr Überlebende? Nein, aber sie verhinderten, dass die Reaper in diesem Zyklus die Citadel übernahmen und haben die Invasion verzögert. Ich habe die Citadel nie gesehen. Sie fiel lange vor meiner Geburt. Wie hat Ihr Volk gegen die Reaper Krieg geführt? Zermürbungstaktik. System für System, Planet für Planet, Stadt für Stadt. Ganze Welten wurden geopfert, nur um die Reaper auszubremsen. Während sie eine Population ernteten,
konnten wir uns neu formieren. Konnten Sie das langfristig durchhalten? Nein. Unser eigenes Volk wurde indoktriniert, konvertiert und wandte sich gegen uns. Aber wir hatten keine Wahl. Gnade ist keine Waffe, nur eine Schwäche. Warum hat Ihr Zyklus den Krieg verloren? Unsere Stärke, unser Reich, wurde zum Risiko. Alle Spezies folgten nur einer Doktrin, einer Strategie. Als die Reaper unsere Schwächen kannten, konnten wir uns nicht mehr anpassen. Die Dienervölker waren uneins und verwirrt. Dann war es nur noch eine Frage der Zeit. Zum Glück ist das in unserem Zyklus anders. Die meisten Völker kooperieren, bleiben aber individuell. Das könnte ihre einzige Hoffnung sein. Können Sie uns noch etwas über den Tigel sagen? Nur was wir gehört haben. Es hieß, unsere Wissenschaftler würden eine große Maschine konstruieren, die die Reaper besiegen könne. Sie haben sie nie gesehen? Zu dem Zeitpunkt war das Reich bereits zerschlagen. Niemand wusste, was die anderen machten. Wenn wir es nicht bald beenden, ergeht es uns genauso. Danke für dieses Gespräch. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal einen Proteaner treffe. Ich empfand es als amüsant. Was? Dass die primitivsten Spezies meiner Zeit jetzt die Galaxie beherrschen. Asari, Menschen, Turianer. Die Salarianer gibt's auch noch. Evolution bei den Echsenwesen? Sie sind Amphibien, soweit ich weiß. Sie haben Fliegen gefressen. Commander, Sie können auf mich zählen. Mein Name ist Javik. Dann willkommen an Bord der Normandy, Javik. Ein sehr sympathisches Kerlchen. Christi zurück. Ja, es hat jetzt ein bisschen länger gedauert, tut mir leid. Aber, ja. Sehr interessant zu wissen über die Geschichte der Proteaner. Ich habe das alles vergessen. Ich meine, zwischen jetzt und meinem ersten Durchlauf bei Mass Effect liegen ja auch schon, ich glaube, 10 Jahre oder so. Oder meinem letzten Vergnügen. Wo wollte ich eigentlich hin? Shuttlebucht. Maschinendeck. Crewdeck, was haben wir da? Mannschaftsquartiere, Lebenserhaltung, Beobachtungsdeck, Steuerbord, Waffenkammer, da wollte ich hin. Gibt einiges zu... Ah, das war das hier. Okay. Ja, das nutzt mir jetzt nicht viel. Panzerungsspind. Hier kann man mit den Kollegen... Siehst du, mit den Kollegen müssen wir dann auch mal wieder sprechen. Was ist hier? Waffen-Upgrades. Partikelgewehr. Weißt was? Ihr Schweine. Ich bin sicher bald wieder pleite. Mhm. Naja, ein paar Credits haben wir ja noch. Wir geben mal ein bisschen was aus. Ja, Spiel, aber mehr kann ich jetzt nicht mehr ausgeben im Moment. Jetzt haben wir eingekauft, gerade wie die Vollidioten. Das weißt du aber eh, oder? Oder ein bisschen. Wechseln.
Hä? Was haben wir hier? Wow. Ja, dann bauen wir hier ein bisschen. Wieso hast du jetzt die genommen? Das verstehe ich jetzt nicht. Du sollst das hier nehmen. Ach ja, Spiel. Mach mich nicht fertig. Nehmen wir die derweil. Wo sind die anderen? Ich habe andere Waffen gekauft. Wo sind die? Das ist wieder so eine Spielerei, weißt? Naja. Slot belegt. Und hier haben wir. Aber wahrscheinlich werden die erst durch durch den weiteren Levelverlauf freigeschalten. Nachschubinterface. Ach du Scheiße. Ja, das könnte man aber später wirklich brauchen. Das heißt, mei, ist das süß. Sita-Vorräte. Medical wird um 1 erhöht. Na dann. Ich glaube, wir haben gerade. Mei, ist das putzig. Schau, legt sich hin wie ein normaler Hund. Ach, ist das geil. Was ist hier rüber? Viper 3 erhalten. Waffen-Upgrades, da haben wir es ja. Aber das haben wir ja schon. Okay. Ich will mich ja nicht beklagen und tue es aber trotzdem. Partikelgewehr 3. Mantis 4, wenn ich mich nicht irre. 5. Ja, da macht die aber mehr Schaden. Ja, jetzt haben wir es. Wir haben es ja eigentlich eh, was wir brauchen. Im Moment zumindest. Fahrstuhl. Die KI-Zentrale, bla bla bla. Sie haben ungelesene Nachrichten auf Ihrem privaten Terminal, Commander. Ja, danke schön. Dankeschön, dankeschön. Ja. Neuer Artikel über Eden Prime. Allianzvertreter haben bestätigt, dass die einheimische Widerstandsbewegung auf Eden Prime die Cerberus-Truppen erfolgreich vertrieben haben. Cerberus hatte Eden Prime aus noch unbekannten Grünen angegriffen und damit begonnen, die Kolonie zum Besatzungsplaneten zu machen. Aber nach unermüdlichen Angriffen durch die vereinte Bevölkerung musste Cerberus wieder abziehen. Die Allianz schickt nun Evakuierungstransporter, um die Zivilisten abzuholen, bevor die Reaper die Kolonie erreichen. Wir verdanken diesen Sieg der Allianz, sagte Widerstandsführer Edward Crabb in einer vorbereiteten Erklärung.
Die Menschen auf Eden Prime waren immer kampfbereit, aber es bedurfte der Information durch die Allianz, damit wir diese Cerberus-Mistkerle auch tatsächlich von unserem Planeten vertreiben konnten. Viele Widerstandskämpfer wollen sich nun beim Militär verpflichten, um die Allianz zu unterstützen. Boah. Lassen. Ich habe etwas gefunden. ...200 Einheiten Treibstoff erhalten. Schön. Ah, hier ist irgendwo was. Ach so, das müssen wir auch noch machen. Fundbüro. Kriegsaktiven Posten erhalten. Proteanerdaten. Schön. Nirvana. Was gibt's auf Nirvana? Na bitteschön. Ich glaube, da sind wir fertig. Asgard. Signal bestätigt. Ach du Scheiße, schaut euch das an, was hier alles aufploppt. Ja, wir müssen aufpassen, wegen... Wegen der Reaper. Und was haben wir hier gefunden? Überreste von Reaper-Zerstörer. Geil. Ich glaube, hier findet man nichts mehr. Navy-Erkundungsflottille der Attilanz, ja. Allianz. Mhm. Oh, da müssen wir jetzt aber eher aufpassen. Sonst haben wir ein Problem mit den Reapern. Danke. Hä? Ja, wir sind ja hier noch nicht ganz fertig. Loki. Terra Nova. Ja, wir müssen jetzt ein bisschen abwarten. Sonst haben wir ein Problem mit der Reaper. Weißt du was? Wir lassen das Ganze jetzt ein bisschen abklingen. Massenportal. Ich überlege nur gerade, machen wir jetzt noch ein bisschen was oder machen wir später was? Wir haben noch so viel zu tun. Milan-Nest. Die Studenten retten. Pferdekopfnebel.
Schauen wir mal. Ich weiß gar nichts mehr, ehrlich gesagt. Die erklärte Aufgabe der 2176 gegründeten John Grissom Academy besteht darin, eine Studentenschaft zu fördern, die sich durch Spitzenleistungen in und Leidenschaft für Mathematik, Wissenschaft und die freien Künste auszeichnen. Alle Studenten sind Menschen zwischen 13 und 25 Jahren alt. Die Einrichtung bietet auch Unterricht für biotisch Begabte an, was allerdings nicht groß beworben wird. Das Ascension-Projekt der Schule will diese Studenten ausbilden und sie danach in die normale Gesellschaft integrieren. Die passiven Sensoren der Normandy registrieren mehr als ein Dutzend Wärmequellen in der Nähe der Anlage, jeder davon mit der Größe und Intensität des Antriebskerns eines Jägers. Wir brauchen ein bisschen Kleingeld. Aber er hat nur die zwei. Weißt du was? Die zwei Mädels lassen wir jetzt mal zu Hause. Wir nehmen den Garus mit. Und wir nehmen den Shavik mit. Pure Absicht. Ja, da sind wir soweit fertig, oder? Warte ein bisschen. Ja, da sind wir fertig. Steht. Ja. Bestätigen. Da sind die Typen, die auf das Notsignal reagiert haben. Ein Cerberus-Kreuzer. Und mindestens ein Dutzend Abfangjäger. Zu viele für einen direkten Kampf. Die wollen den Laden wohl unbedingt. Empfange eingehende Übertragung. Ich höre. SSW Normandy, hier ist Kaylee Sanders, Direktorin der Grissom Akademie. Wir brauchen sofort Hilfe. Cerberus greift die Anlage an. Sie wollen meine Studenten. Hier ist Commander Shepard. Der direkte Zugang ist blockiert. Ich weiß, sie kontrollieren unsere Andockbuchten. Gibt's Alternativen? Ein Hilfsfrachtraum, den ich wohl öffnen kann. Gut, wir kommen mit dem Shuttle und holen Ihre Studenten raus. Joker, können Sie sie ablenken? Aber hallo. Komm und hol mich! Shuttle in Position halten, wir kommen zurück. Grissom Academy Notevakuierung. Commander, ich habe mich in einem Serverraum um die Ecke eingeschlossen. Cerberus-Truppen versuchen einzudringen. Bereit machen. Absichtserfüllung. Ach du Heiliger, ist die geil. Halt die Klappe. Alter, ist das Gewehr geil. Sanders, alles sicher. Ich bin's. Vielen Dank.
Admiral Anderson hat immer gesagt, Sie wären die Beste. Und die brauche ich auch, denn Cerberus will meine Studenten. Wie viele sind Sie denn? Weniger als 20. Die meisten wurden wegen der Reaper-Invasion heimgeschickt. Aber einige blieben freiwillig, um der Allianz mit Tech-Prototypen zu helfen. Andere sind Biotiker. Sie wurden für Militäroperationen ausgebildet als sogenannte biotische Artillerie. Sie sagten etwas über Admiral Anderson. Ja. Wir haben uns vor 20 Jahren kennengelernt, als er ein Spectre-Kandidat war. Ich war bei Sarens Verrat an ihm dabei. David hat mir damals das Leben gerettet. Er war beim Angriff der Reaper auf der Erde. Er blieb zurück, als ich losflog. Das wusste ich nicht. Wir erfahren hier kaum etwas. Lebt er? Er lebt und kämpft und führt zurzeit die Widerstandsbewegung an. Gut. Wenn wir hier wegkommen, richten Sie ihm Grüße von mir aus. Ein paar Monate mit Übungspuppen bereiten Ihre Studenten nicht auf den Krieg vor. Stimmt. Aber die Allianz braucht alle verfügbaren Ressourcen. Und unsere Studenten sind spezielle Ressourcen. Sie wollten helfen. Die Galaxie zerbricht. Wie konnten wir ihnen das verweigern? Warten Sie. Ich bin gerade dabei, den Funk zum Laufen zu kriegen. Hier ist Fröberg. Studenten in der Orion-Halle gefangen. Cerberus hat uns umzingelt und kommt rasch näher. Verdammt. Orion-Halle? Zur Tür raus und dann den Gang runter. Ich kann die Tür öffnen. Ich bringe Sie hierher zurück und dann laufen wir zum Shuttle. Danke, Commander. Ich bleibe hier. Vielleicht kann ich die Kontrolle über einige unserer Systeme zurückgewinnen. Geil. Ich öffne die Tür für Sie. Sie führt in die Orion-Halle. Riley Bellamy, Barriere fallen lassen. Sofort. Okay. Dann müssen wir jetzt ein bisschen brachialer vorgehen, habe ich so das Gefühl. Man tut ihm was. In der Akte steht, wir brauchen ihr Leben. Aber ihre Schwester, für die gibt's keine Rolle. Also, in Deckung! Oh, ist die Waffe geil und gut. Also, wenn ihr das Spiel selber mal spielen wollt, es gibt 16 Enden und ich würde euch empfehlen, macht alles. Und schaut, dass ihr mit Level über 30 hierher kommt. Es könnten noch mehr in der Nähe sein. Stellen Sie sich tot, bis es sicher ist. Dann gehen Sie zu Sanders im Sicherheitsbüro. Okay, aber meine Schwester Sean muss hier auch noch irgendwo sein. Ja, leg dich mal hin, spiel tot und passt. Ja, und wie komme ich weiter? Muss ich ihm nochmal anreden? Nein. Ah, hier. Nee, hier ist... Von hier sind wir gekommen. Hä? Kapiere ich jetzt nicht ganz. Taktischer Analysebericht. Hausaufgabenkorrektur. Gegner ohne Schild nähern sich auf 2 Uhr. Gegner mit Schild nähert sich auf 12 Uhr. Beide sind mit schweren Pistolen bewaffnet. Effektivste Methode, sie auszuschalten. Ihre Antwort, Schockwelle. Korrekte Antwort, Singularität gefolgt von Warp. Kommentar des Ausbilders, Schockwelle gegen Gegner mit Schild nicht effektiv. Ihre Barriere hält gegen schwere Pistolen lange genug, damit eine Singularität beide erwischt. Dann auf Warp auf das instabile biotische Feld, das die Singularität erzeugt hat, löste... Ja, super toll. Ja, mein Schmalzhirn hat sich das jetzt nicht gemerkt.
Leben zu ergreifen. Überprüfen Sie die Akte. Wer war das? Honecker, irgendwo. Priorität niedrig. Gut. Ja, ja, ich weiß, ich auch. Hier rüber. Ich bin viel zu langsam schon wieder. Wollen wir die noch mal? Nein, wirklich? Ach du Arme. Kann ich hier speichern? Ja. Hier entlang, jetzt schauen wir mal, was es hier gibt. Nehmen wir mit. Mettok 1. Scheißwaffe. Naja, probieren wir es mehr, so schief gehen kann es ja nicht. Bleiben Sie zurück! Ich... Sean, können Sie mich hören? Woher kennen Sie meinen Namen? Ich habe Ihren Bruder gerettet. Er ist bei Sanders im Sicherheitsbüro. Schaffen Sie es dahin? Ja, ich muss mich nur kurz ausruhen. Danke. Ja bitte, es war mir... Panzerung, geil! Commander, ich habe gerade eine Notfallnachricht von den Studenten in der Orion-Halle erhalten. Eine Lehrkraft ist bei ihnen, aber sie halten nicht mehr lange durch. Bin unterwegs. Friss das! Jack? Shepard? Oh oh. Kopf runter! Das ist nicht eure Liga! Shepard, befreien Sie uns davon! Die Studenten sind immer noch Zivilisten. Wir müssen sie aus der Schusslinie bringen. Ja, ja, das... Ich brauche eine andere Waffe, die ist scheiße, aber komplett. Wollen wir die mal? Ich habe die gute Waffe weggetrottelt. Nein, ich könnte mich selber gerade hassen, dafür ehrlich. Ah! Ja, ja, ich bin dabei, Mädchen.
Wenn der... Wenn der mal fällt, ist einfacher. Ah, das bist du. Siehst du, an Jack kann ich mich zum Beispiel nicht mehr erinnern, dass die wieder auftaucht hier. Kaylee hat gesagt, sie sendet ein Notsignal. Aber dass gleich die Pfadfinderkönigin auftaucht. Verstärker checken. Prangley, die Felder waren schwach. Cerberus legt sich nicht aus Mitleid hin, wie ihr Date beim Abschlussball. Jeder ist ein Energieriegel. Weiter in 5. Verdammt! Ich sagte doch, sie sollen Cerberus nicht trauen. Damit sagen Sie mir nichts, was ich nicht schon wüsste. Schuldgefühle. Scheiße, das wird sicher alle beruhigen, die Cerberus schon umgelegt hat. So charmant wie immer. Schön, Sie wiederzusehen. Ihr Gesicht ist immer noch scheiße. Okay, im Moment will ich hier nur meine Leute rauskriegen. Ihre Leute? Ja, sieht so aus. Ich glaube, niemandem liegen diese Kinder mehr am Herzen. Ich hatte Freizeit, während Sie die Heldin gespielt haben. Die Lametta-Träger der Allianz haben mir den Posten angeboten. Und die Studenten reagieren gut auf meine Lehrmethoden. Die Psychobiotikerin! Dich mache ich fertig! Rodriguez, Sie haben ja nicht mal eine Chance gegen nasses Klopapier. Cortez, ein Exfiltrationsteam. Der Cerberus-Kreuzer kommt zurück. Wie lange haben wir? Höchstens 2 Minuten, Commander. Danach kommen wir nicht mehr an ihn vorbei. Fliegen Sie zur Normandy. Wir kommen irgendwie anders von der Station runter. Verstanden. Viel Glück, Ma'am. Shepard an Sanders. Studenten sind sicher, aber Shuttle nicht möglich. Verstanden. Es gibt einen anderen Weg raus, aber dann brauche ich stationsweiten Kamerazugriff. Deaktivieren Sie die Cerberus-Sicherheitskontrolle. Sie führt durch die Orion-Halle, muss also in der Nähe sein. Cerberus Laptop binden. Hey, sagen Sie es mir, wenn wir wissen, wie wir von ihr wegkommen. Bleiben Sie hier, wir bringen Sie raus. Gut. Ja, das war jetzt ein unnützes Gespräch meinerseits. Na egal. Wie soll uns Kamerazugriff aus dieser Station rausbringen? Wir müssen die Cerberus-Shuttles erreichen. Der Kreuzer wird freundliche Schiffe nicht automatisch angreifen, also haben wir eine reelle Chance zu entkommen. Geben Sie mir Zugriff auf die Kameras. Dann finde ich einen Weg zu den Shuttles, ohne dass Cerberus sie in die Enge treiben kann. Ja, aber wo? Das ist eine gute Frage. Aber weißt was? Unsere Lehrerin hat also mit Commander Shepard zusammengearbeitet? Das ist echt krass. Ja, das ist wirklich krass. Cerberus Laptop finden in der Orion-Halle. Was ist hier unten? Nichts, ne? Atrium. Boing. Nö. Da rennen wir uns nur den Kopf ein. Ja, wo sind diese Laptops? Kann man noch mal rauf? Warte mal, hier ist Munition. Wie geht's deinem Verstärker? Heiß gelaufen. Ich glaube, ich habe den Muskel im Gehirn gezerrt. Unglaublich, dass Sie und unsere Lehrerin zusammengearbeitet haben. Da Sie jetzt beide hier sind, haben wir vielleicht eine Chance. Hast du gehört, dass Cerberus unseren Namen durchgibt? Sie haben wohl über jeden von uns eine Akte. Warum? Oh. Wer sollte über dich eine Akte anlegen? Du kannst mit deiner Biotik gerade mal 100 Kilo anheben. Ja, aber dafür habe ich Biomathematik bestanden. Ja, das ist eine Truppe. Die erweckt ja richtig Vertrauen. Ja, aber wo ist unser scheiß Laptop? Will ich an den Strand. An welchen Strand denn? Ilium. Hotel Azur hat einen Urlaubsstrand mit Wellen und allem drum und dran. Und überall einsame Asari-Mädchen, wohin du auch schaust. Wir stehen bereit, wenn Sie uns brauchen, Commander. Ja, das freut mich für dich. Ich suche einen Laptop, du Tablob.
ist hier einer. Studenten, bla bla blub, Status, bla bla blub, um jeden Preis lebend ergreifen. Subjekt verfügt über erstklassige biotische Fähigkeiten, gepaart mit hohen Punktzahl bei Tests der Führungsqualitäten. Gilt als perfekter Kandidat für Indoktrination und leistungsstarke Verbesserungen für folgende Langzeitinfiltration. Haben wir schon? Sanders, Sie müssten jetzt Zugriff haben. Positiv. Der schnellste Weg führt durchs Atrium, aber Cerberus hat die Türen abgeriegelt. Sie müssen die Magnetschlösser deaktivieren. Die Steuerung dafür müsste sich direkt über der Tür befinden. Ja gut. Wir machen jetzt mal das Wichtigste. Gibt nichts Wichtigeres. Panzerbrechend. Sabotage, Überlastung. Was haben wir hier? Da brauchen wir 5 Punkte. Überlastung. Aufladen. 2. Ja, das war's. Ah. Ja, mehr hat er eh nicht. Gut. Bestätigen. Da machen wir einmal speichern, bitte. Dankeschön. Über der Tür. Über welcher Tür? Hier gibt's ja keine Türen. Brauche ich ein anderes Ziel als ein paar heiße blaue Alienfrauen. Hey, wenn du nicht auf Asari stehst, kannst du auch... Ich weiß nicht. Die Galaxie ist groß. Ich brauche nichts von da draußen. Okay, aber was brauchst du denn? Hey, wenn das alles hier vorbei ist, können wir Aha. mal einen Kaffee Das ist ein Themenwechsel, ein Gespräch. Naja. Manuelle Oberrides finden. Aha. Wo sind die? Warte ein bisschen. Ich weiß gar nicht mehr, was da wie wo ist. Hier vielleicht etwas? Nö. Ah, hier. Hab sie. Jetzt müssten Sie die Tür aufdrücken können. Ich werde vor Ihnen bei den Shuttles sein und 2 davon startklar machen. Ich habe so das dumpfe Gefühl, bei der Frau stimmt. Achso, das war die untere Tür. Ah, die hier. Bereit machen! Wir gehen rein und ziehen ihr Feuer auf uns! Wir sind im oberen Geschoss und behaken diese Typen von dort. Gut, dann werden sie nicht direkt beschossen. Gutes Timing und in Deckung bleiben. Okay. Ich habe euch nicht ausgebildet, damit ihr jetzt drauf geht. Kopf runter, Ziele auswählen. Studenten der Grissom Akademie. Die Station ist abgeriegelt. Die Allianz kann sie nicht retten. Sie werden sterben. Aber wenn sie sich friedlich ergeben, geschieht ihnen nichts. Arschloch. Verdammt, sie funken alle an. Studenten, Universalwerkzeuge auf Privat schalten, sonst wissen die, wo sie sind. Was ist, wenn sie nicht lügen? Sie haben sich bereits gegen Cerberus behauptet. Eine der Besten hat sie hierfür ausgebildet. Los, Rodriguez. Die sind nur freundlich, weil sie im letzten Kampf verängstigt haben. Packen Sie Ihre Eier aus und machen Sie sie fertig. Jawohl, Ma'am. Los geht's! Heilige Scheiße. Jackers Lehrer. Ach Gott, nein, das stelle ich mir jetzt nicht vor. Ach du Kacke. Okay, da wird's jetzt ein bisschen
Ich würde mal sagen, nennen wir es mal vorsichtig romantisch. Kampfdrohne. Toll, Kenny, du bist so gut. Ja. Ach, Jack, du bist so freundlich wieder. Jetzt wollte ich gerade auf eine Blume schießen. Toll, Kenny, du hast eine Blume getötet. Ich muss was anders machen. Ja, ja, Jack, nur alles mit der Ruhe. Ich hab Jack so vermisst. Ich will mein... Scheiße, ich hab die falsche Waffe dabei. Das wird ein bisschen längerer Kampf, glaube ich. Und schon langsam gehen mir die Ideen aus. Warte ein bisschen. Was haben wir denn noch im Angebot? Ja, wenn ich nur zielen könnte, wäre das Ganze viel angenehmer. So. Was machen wir jetzt? Die war ganz gut. Und das war ganz gut. Au. Au. Immer mitten in die Fresse rein. Los, wir können durch die Seitentür. Sehr gut, Jungs und Mädels. Also hier. Nö. Rodriguez. Andere Subjekte sollten lebend ergriffen werden, falls möglich. Falls nicht, Leichen für Gentests zurückbringen. Zusatz zu ursprünglichem Auftrag. Subjekt Zero soll für Tests und mögliche Konditionierung ergriffen werden. Aktuelles Psychoprofil schlägt Geiselnahme der Studenten als erfolgversprechendste Strategie vor. Ach schön. Ich nehme einen freien Weg zu den Shuttles. Wir treffen uns dann dort.
Ja, super. Nimm du nur. Bisschen Kohle, wir brauchen sie eh. Darf ich ehrlich sein, ich habe Jack vermisst. Ja, toll. Ach, Jack. Da geht. Also wenn du sadomasochistisch veranlagt bist, dann schaust du, dass du in ein Domina-Studio kommst, wo Jack die Domina ist. Mhm. Au! Tja. Eigentlich wollte ich ja nicht so lange spielen, aber irgendwie... Ja, ich brauche eine andere Waffe und die ist scheiße. Ich muss schauen, dass ich... Okay, hier sind die Jungs und Mädels. Was liegen lassen? Na gut. Oh. Ja, dieser Kampf ist relativ hart, muss ich sagen. Na komm, steh auf. Danke. Scheiße. Ja, das war auch eher purer Zufall als alles andere. Aber ich hab's gewusst, dass das nicht einfach wird. Warte mal. Nehmen wir dich. Ja, die haben ja wirklich... Cerberus schöpft ja hier wirklich aus allen Ecken und Enden und Netzen. Sabotage. Oh ja, probieren wir's. Ja, das war irgendwie für den Anus grad.
Wo ist dieses Geschütz? Ich sehe es gerade nicht. Ah. Hallo, okay da oben? Rodriguez hat's am Arm erwischt, weil sie nicht auf ihre Barriere geachtet hat. Commander, ich habe die Cerberus Shuttles erreicht, ohne entdeckt zu werden. Aber sie wissen jetzt, was wir vorhaben. Sie müssen sich beeilen. Ja, ich bin schon am Laufen tun. Das ist eine beeindruckende Barriere, Octavia. In unserer Akte steht, dass sie sich mit Schildtechnologie befestigt haben. Feuer eröffnen! So. Ich kenne Sie nicht. Bleiben Sie zurück! Ich bin Commander Shepard, Allianz. Ich will Ihnen helfen. Das habe ich dem letzten schon nicht abgekauft und für Sie gilt das auch. Wurzel aus 906,01 ist gleich 30,1. Hallo, Commander Shepard. David, du kennst sie? Ja, sie hat mich vor Cerberus gerettet und hierher geschickt. Es ist still jetzt. Sie haben großartige Arbeit geleistet. Die Biotik-Studenten sind da oben. Bleiben Sie zusammen, Sie kommen hier raus. Okay, danke. Er sieht besser aus. Ich erinnere mich. Normandy Crew. Tut mir leid. Es war nie ihre Schuld. Ist es schön in der Grissom Akademie? Ja. Ich habe gezählt. Irgendetwas Spezielles? Die Tage, die mein Leben durch sie verlängert wurde. Das Sicherheitsbüro. Schloss ist gehackt. Waffen. Viele Waffen. Leben Sie wohl. Gänsehaut. War das ein geiler Moment gerade. Warte ein bisschen, was ist hier entlang? Ja, nehmen wir es mal mit. Ihn habe ich ja komplett vergessen. Das war in Teil 1, gell? Sehen aus wie Pläne für Verstärker-Interfaces. Nicht so gut wie das, was wir bereits haben, aber trotzdem einen Blick wert. Ach du Scheiße. Jetzt wird's lustig. Alter Verwalter, ist das geil! Da ist das Shuttle. Rüber da, in Zweier rein. Prangley, Rodriguez, dranbleiben. Hä? Nur ist das... Ja, ja, machen wir schon. Ist das geil?
Ist das geil! Oben sind Feinde. Wir kümmern uns drum. Also überhaupt nicht übertrieben, aber voll geil. So, haben wir es jetzt. Ah, hier hinten. Die Shuttles sind gleich startklar. Ja, ja. Oh. Okay, alles sicher. Ist Bewegen Sie Ihren Arm, bevor die Verstärkung eintritt. das geil. Alter, ist das geil gewesen. Voll geil. Beeilung, Commander. Die Normandy hat den Kreuzer von seiner Position weggelockt. Wir müssen jetzt hier weg. Kaylee, wie geht's voran? Shuttles entriegelt. An die Steuerung und Studenten an Bord. Halt! Wo zum Teufel ist Rodriguez? Sie braucht Feuerschutz. Sie braucht mehr als das. Joker, wir sind in einem Cerberus-Shuttle. Nicht schießen. Ich habe sie auf den Sensoren. Dauert nur eine Minute. Danke, Commander. Ohne Sie wären wir nie von dieser Station runtergekommen. Den haben wir es gezeigt. Bei nächster Gelegenheit gibt's auf meine Kosten Tattoos für alle. Was wollt ihr haben? Ascension-Projekt-Logo? Eine leuchtende Faust? Ein Einhorn für Rodriguez? Lecken Sie mich, Ma'am. Wir haben Sie wirklich lebend rausgebracht. Ich wollte Sie nur unterstützend eingreifen lassen. Vielleicht sind Sie doch schon bereit. Sie sind absolut bereit, aber die Allianz braucht sie als Unterstützung. Was? Wir haben Artillerieausbildung. Wir brauchen keine neue Artillerie, sondern stärkere Barrieren für unsere Fronttrupps. Das ist doch scheiße. Hey, wenn Sie uns dafür brauchen, dann machen wir das. Zum Ballern kommen wir dann schon noch. Commander, wir haben Sichtkontakt. Andocken vorbereiten. Hey Jack, werden Sie beim Militär jetzt auch Uniform tragen? Oder lassen Sie die Offiziersstreifen nur eintätowieren? Leck mich, du Flight Lieutenant. Was zum Teufel war das denn? Jack hat versprochen, weniger zu fluchen, um den professionellen Ruf zu wahren, den wir von unseren Lehrern verlangen. Hat sie auch eine Fluchkasse? Denn wenn wir die plündern, können wir uns bestimmt einen neuen Kreuzer kaufen. Ohren zuhalten, Kinder. Hey, Joker. Leck mich. Shepard, verdammt, wenn das keine Augenweide ist. Freut mich auch, Sie zu sehen, Sir. Sir, Sie sind zwar wieder im Dienst, aber das gibt Ihnen nicht das Recht, so formell zu sein. Dann freut's mich, dass Sie noch nicht abgekratzt sind, Anderson. Das gefällt mir schon besser. Sie haben anscheinend keine Zeit vergeudet. Ich will mir gar nicht ausmalen, was mit den Kindern in den Händen von Cerberus passiert wäre. Hackett lässt die begabteren Studenten einen Blick auf den Tiegel werfen. Anscheinend hatte David Archer bereits einige Ideen. Sie wollen uns unbedingt helfen.
Diese Studenten sind mit das Beste, was wir zu bieten haben. Und wir schicken sie in die Schlacht. Ich hasse diesen Krieg. In Hacketts Bericht steht gar nicht. Kaylee Sanders ist sicher. Sie ist bei den Rekruten. Danke, Shepard. Als ich von dem Angriff hörte, ich habe schon viele Freunde verloren. Sie hat gesagt, sie sollen am Leben bleiben. Hat sie das? Naja, danke, Shepard. Das ist diese Woche die erste gute Nachricht. Anderson Ende. Wow. Ach ja. Ich habe das Spiel vermisst. Und das Schöne ist dran, ich kann mich an 3/4 der Dinge hier im 3. Teil nicht mehr erinnern. Wie gesagt. Wir speichern mal. Die Geschichte mit Jack war geil. Dann da, wie hat er geheißen? Ja, ihr wisst ja schon, den vom 1. Teil. Voll geil. Hat mir auch irrsinnig gut gefallen wieder. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn du etwas Spaß gehabt hast. Ja, kurz und schmerzlos. Der Kampf gegen die Reaper ist noch lange nicht vorbei. Wir haben noch genug zu tun. Und bis zum nächsten Mal. Baba.